paar Tage später sind der Bambi und Faline miteinander durch ein Eichendickicht gezogen. Sie wollen überwiesen zu ihrem alten Rehweg. Auf einmal hat sich etwas bewegt. Etwas Rötliches. Wer ist echt das? Der Rono oder der Karus können es nicht sein. Die getrauen sich nicht mehr in meine Nähe. Das ist ein Fremder, überlegt der Bambi. Faline schaut genauer an und sagt dann ganz verstaunt: Es ist ein Fremder? Gespässig. Wie benimmt sich denn der? Du, der tut ganz dumm, wie ein ganz Kleiner. Wie wenn's gar keine vorgibt. Komm, wir gehen zu einem hin. Gut, den Bursch muss ich mir näher anschauen. Faline hat ein bisschen Angst gehabt. Aber wenn er mit der Streit anfängt, er ist stark und gross. Der Bambi lacht verächtlich. Schau doch dem seine Kronen an. Der ist nur dick und fett. Stark ist der nicht. Das sieht man von weitem. Komm nu. Der andere hat an einer Grasrispe rumgekrätscht und hat die beiden erst gesehen, wo sie ziemlich nahe bei ihm gsi sind. Sofort ist er ihnen entgegengekommen. Er gumpelt fröhlich auf sie zu, wieder wie ganz ein Kleiner. Der Bambi und Faline sind gar nicht rausgekommen und haben gewartet. Jetzt fragt er neu: Kennt ihr mich nicht? Aber Bambi, Faline. Und jetzt springt Faline einem Fremden entgegen. Gobo, Gobo, bist es oder bist es nicht? Gobo, wir haben gemeint, du seist tot. Wo bist du bis jetzt gsi? Und der Gobo gibt ganz stolz zur Antwort: Bei ihm? Ja, die ganze Zeit bin ich bei ihm gsi, beim Mensch. Er hat mich gerettet. Ich hab viel erlebt, mehr als alle miteinander hier im Wald. Ich könnte tagelang erzählen und wäre immer noch nicht fertig. Lebt die Mutter noch? Und Faline ruft ganz fröhlich: Ja, sie lebt, aber ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Weisst, ich bin jetzt immer beim Bambi. Ich will zu einer, kommen da mit? Sie sind miteinander die Mutter suchen, der Gobo voraus. Ein paar Mal müssen sie über eine Waldlichtung. Aber der Gobo hat nie umeinander geschaut, bevor er auf die Wiesen raus ist. Der Bambi und die Faline haben es gar nicht begreifen, dass der Gobo keine Angst hat. Zuletzt sind sie zu dieser kleinen Laubkammer gekommen, wo der Gobo und Faline mit der Mutter gewohnt haben. Sie ist nicht da, sagt der Gobo ganz enttäuscht. Der Bambi ist noch ein paar Schritte weitergegangen und auf einmal sieht er Tante Nina. Sie ist ganz nahe im Schatten von einem Haselbusch gelegen. Der Gobo macht noch ein paar Schritte und dann ruft er leislich: Mutter. Tina springt auf die Beine und steht da wie angehaucht. Der Gobo springt zu einer an. Mutter. Dann hat er kein Wort mehr rausgebracht. Und auch Tina hat nichts gesagt und nichts gefragt. Sie hat einfach seinen Hals und seine Backen abgeschleckt. Sie hat ihn gewaschen, wie damals, wo sie ihn geboren hat. Am nächsten Tag sind alle Tiere vom Wald hören, was der Gobo erzählt hat. Der Has, die Elstern, das Eichhörnli, Fasane und Treibhühner. Ich bin im Schnee gelegen, hab nicht mehr aufstehen und auf den Tod gewartet. Die Hunde hab ich gefunden. Hunde sind das Furchtbarste, was es auf der ganzen Welt gibt. Ihr Maul ist voller Blut und ihre Stimmen sind wütig. Wo sie mich gesehen haben, fängst du wie Lex. Ich hab gemeint, sie verrissen mich. Aber da ist er gekommen, der Mensch. Er hat den Hund gerufen und sie sind sofort ganz still gewesen und vor ihm auf den Boden gelegen. Dann hat er mich aufgeklopft. Ja, ich hab geschrauen vor Angst, aber er hat mich gestreichelt und den hat er mich vorgetragen. Jetzt hat sich das Eichhörnchen gemischt. Ein Vetter von mir ist einmal... bist doch still. Der Gobo soll weiter erzählen, ruft Kreie. Der Gobo hat Sachen erzählt, die sie gar nicht haben können glauben. Bei ihm ist es schön, draussen ist es kalt und der Sturm heulet. Aber bei ihm ist es still
und so warm wie im Sommer. Draussen regnet's, dass alles schwimmt. Ha, aber bei ihm fällt kein Tröpfchen auf einmal. Sogar wo draussen Schnee gelegen ist, hab ich's warm gehabt bei ihm. Er hat mir Halt gegeben und Kisten, Herdöpfel und Rüebli. Ha, ihm ist es schön. Aline staunet. Woher hat denn der im Winter Hall und alles das andere? Oh, er lässt's wachsen. Er kann alles machen, was er will. Hast du nicht Angst gehabt vor dem Gobo? So nah bei ihm? Nein, gar nicht. Ihr meint alle, ihr seid böse. Aber er ist gar nicht böse. Wenn er jemanden gern hat, ist er gut. Ich habe sogar mit den Hunden gespielt. Und sie haben mir nichts gemacht. Niemand auf der Welt ist so gut wie er. Während der Gobo so erzählt hat, ist auf einmal der Alt aus dem Gebüsch rausgekommen. Er steht regungslos da und fragt, was hast du für einen Streifen am Hals? Jetzt ist der Gobo zum ersten Mal ein bisschen verlegen gewesen. Das ist von einem Band. Es ist ein Ehr, wenn man von ihm ein Band bekommt. Das hat zwar angelegt, wenn seine Jungen sind, mit mir spazieren. Jetzt sind alle still gewesen. Der Alt hat den Gobo ganz traurig angeschaut. Du Unglücklicher, sagt er leislich. Dann dreht er sich um und geht fort. Alle stehen ganz verschrocken da. Und dann hat das Eichhörnchen gesagt, nämlich ein Vetter von mir ist auch bei ihm gewesen. Er hat ihn nie gesperrt. Ganz lang ist er in einer Käfig gewesen und an einem schönen Tag. Aber niemand hat dem Eichhörnchen zugelassen. Sie sind ganz in Gedanken auseinandergegangen. An einem schönen Tag ist Marina wieder da gestanden. Sie ist ein schönes, junges Rehfräulein geworden. Sie war ein bisschen verlegen gewesen. Der Fasan hat mir erzählt, der Gobo sei heimgekommen. Ich möchte ihm Grüezi sagen. Die Mutter vom Gobo hat einen furchtbaren Stolz gehabt. Das freut mich, Marina. Gell? Der Gobo ist jetzt etwas ganz Besonderes. Und dabei haben früher alle gemeint, es wäre nicht recht zu sein. Und jetzt ist sogar der alte Fürst gekommen, um ihn zu sagen. So schlägt er sich ja nie blicken. Der Gobo maulet. Oh, aber der Alte hat gesagt, ich sei ein Unglücklicher. Das geht mir den ganzen Tag durch den Kopf. Der kommt doch nicht raus. Ich bin sogar sehr glücklich. Ich habe gesehen von der Welt und kann das Leben besser verstehen als alle anderen hier im Wald. Findest du das auch, Marina? Marina schaut den lieb an. Ja, Gobo, das finde ich auch. Von dem Tag an sind Marina und der Gobo zusammengeblieben. Der Bambi hat den alten Rehbock gesucht. Nächtelang ist er rumgestreift. Immer ohne Pfalline. Er ist schon noch etwa mit ihr zusammen gewesen, aber nicht mehr so viel wie früher. In einer dunklen Nacht trifft der Bambi den Kauz. Er fragt ihn, weisst du, wo der Alte jetzt ist? Du bist doch so gescheit und kommst überall rum. Und du kannst die anderen so gut verschrecken. Das hat dem Kauz geschmeichelt. Er ist ganz nah zum Bambi angekommen. Relativ tief graben, wo die Weide steht. Auf der anderen Seite gibt's ein Eichendickicht. Und dann kommt viel Gestrüpp. Und mit drin eine alte Buche. Dort wohnt der Alt. Unter einem hohlen Stamm hat's eine Mulde. Und dort ist er. Aber verratet's mich nicht. Danke vielmals. Der Bambi läuft fort und der Kauz fliegt ihm nach. Der Bambi fährt zusammen. Sind Sie verschrocken? Lacht der Kauz. Ja, stottert der Bambi. Und das Mal hat er sogar die Wahrheit gesagt. Vor der Bambi ins Eichendickicht kommt, taucht auf einmal der alte Fürst vor ihm auf. Was willst du von mir? Du suchst mich schon lang, gell? Der Bambi nimmt alles in Mut zusammen. Warum haben Sie das gesagt vom Gobo? Dass er ein
Unglücklichen ist. Ich spür, dass sie recht haben. Aber ich has nicht begriffen. Es langt, dass es spürst. Begreifen wirst es später. Und wieder ist der alte Rehbock verschwunden. Alle haben gemerkt, dass der Gobo ganz ein Gespässig geworden ist. Wenn die anderen zur Nacht rumgelaufen sind, hat er geschlafen. Dafür ist er am Tag, wenn die anderen sich versteckt haben, munter rumgespaziert. Er ist im hellen Sonnenschein seelenruhig mitten auf der Wiese gestanden. Der Bambi hat nicht mehr still sein. Denkst denn du gar nicht an Gefahr? Nein, für mich gibt's keine Gefahr. Dem Gobo seine Mutter hat sich eingemischt. Du vergessest, Bambi, dass er, am Gobo, sein Freund ist. Der Gobo darf sich mehr erlauben als die anderen. Sie hat eine richtige Einbildung gehabt. Einmal sagt der Gobo zum Bambi: Weisst, manchmal kommt's mir gespässig vor, dass man da so esst, wie man will. Und dass man's Fressen muss selber suchen. Ich bin's gewöhnt, dass man mir das Fressen bringt und man ruft, wenn's parat ist. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das ist im Winter, wenn's kein Heu und kein Rüebli und kein Herdöpfel mehr gibt. Ja, vielleicht gang ich dann einfach wieder zu ihm. Ja, die sind auch so froh, wenn ich wieder komme. Hungerleiden, das habe ich wirklich nicht nötig. Ich bin jetzt etwas Besonderes. Und eine Gefahr gibt's für mich keine mehr. Er ist nämlich gut, der Mensch, wenn er einem kennt. Er macht einem Mut. An einem schönen Tag sind der Bambi, die Aline, der Gobo und Marina im Dickicht beieinander gestanden. Der Gobo hat grad auf die Wiese raus. Bleib doch da! Die Sonne geht auf! Jetzt geht man doch nicht ins Freie raus, rief der Bambi. Ich schon. Wenn ihr Angst habt, ich gang. Auf einmal hört man auf der anderen Seite den Häher schreien. Der Bambi rennt dem Gobo nach. Hörst es? Es ist Gefahr, Gobo! Aber der Gobo macht ein überlegenes Gesicht. Ihr mit eurer Gefahr. Das geht doch wie nichts an. Die Marina wittert nach allen Seiten und auf einmal flüstert sie: Er ist da. Schaut, den steht da. Komm, Gobo, komm, bist so gut. Der Gobo aber bleibt ganz ruhig. Rennt ihr doch davon. Ich gange mit gerade mal Grüezi sagen. Der Gobo geht auf die Wiese raus. Schaut umeinander. Er sieht ihn, den Jäger, und will auf ihn zu. Da kracht's. Der Gobo wird in die Höhe gerissen und fliegt dann zurück ins Dickicht. Gleich darauf bricht er zusammen. Er lupft nochmal den Kopf. Marina, er hat mich nicht mehr gekannt. Den hat er nochmal mit dem Lauf gezuckt und ist liegen geblieben. Es knackert im Gestrüpp und er kommt. Marina, der Bambi und die Aline sind davon gerastet. Wo sie sich umgedreht haben sie gerade noch gesehen, wie er sich über den Gobo beugt, ihn auf die Schulter wirft und mit ihm davon geht. Kurz darauf ist der Bambi dem alten Fürst begegnet. Sie sind nebeneinander hergelaufen. Der Alte fragt: Redet's noch viel vom Gobo? Ich weiss es nicht. Ich bin jetzt fast immer allein. Auf einmal bleibt der Alte stehen. Hörst du das? Komm mit mir. Ich zeig dir etwas. Der Bambi hat ein bisschen Angst. Ist keine Gefahr dort? Mal, dort ist grosse Gefahr.
Sie gehen weiter, ein kleines Wägli geht mit durchs Gestrüpp. Am Boden liegt der Has, schleudert hin und her, zappelt und der Bambi sieht, dass um seinen Hals ein dunkler Strich läuft, grad wie eine Ranke. Wo der Freund Has hört, dass jemand kommt, versucht er sich aufzurichten, fällt aber grad wieder auf den Boden. Helfe mir! Helfe mir! Helfe mir! Ich bin in einer Schlinge! Der Alt geht ganz näher zum Has an. Bist ruhig, Has. Babys. Heb still. Es tut weh, aber es hilft dir. Der Alt nimmt die gespässige Ranke zwischen die Lippen. Dann legt er eine Stange von seiner Krone ganz näher ans Knick vom Has. Probier die rauszufinden. Der Has hat ein bisschen Luft bekommen, aber er hat gejummert. Es tut weh. Es tut weh. Es tut weh. Psst. Ruhig. Willst du, dass der Fuchs kommt? Heb dich still. Jetzt hat's ausgesehen, wie wenn der alte Has mit der Krone aufgespießt hätte, aber er hätte ihm nur helfen. Auf einmal geht die Schlinge an. Der Has schlüpft raus und ist frei. Zuerst bleibt er wie betäubt sitzen und dann hoppelt er davon, langsam, und das letzte wilde Sprung. Der Bambi schaut ihm nach, ohne Danke sagen. Er ist halt noch ganz durcheinander, sagt der Alt. Die Schlinge ist am Boden gelegen. Sie hat geklirrt, wie man dran ist. Der Bambi fragt, ist das er? Der Alt nickt. Du musst dich in Acht nehmen, Bambi. Immer mit der Krone voraus durch den Wald. Und wenn du das Klirren hörst, kehr um. Man muss immer aufpassen. Sich immer hüten vor ihm. Vor einem Mensch. Einmal zur Nacht ist der Bambi der Falline begegnet. Sie hat ihn traurig angeschaut. Ich bin so viel allein. Warum bleibst du nicht mehr bei mir? Hast du mich nicht mehr gern? Ich weiss es nicht, Falline. Ich hatte dich schon noch gern. Aber ich muss allein sein. Da ist sie traurig fortgegangen. Es hat wunderbar nach Erde, Tau und Gras geschmückt. Ein Bambi ist auf einmal ganz wohl gewesen und er ist auf die Wiesen rausgelaufen. Da kracht's. Der Bambi rast ins dicke zurück. Er rennt und rennt. Er spürt, wie es ihm heiß über den Linksschenkel abläuft. Und er muss so bleiben, weil es ihm furchtbar weh tut. Er sinkt auf den Boden. Auf einmal steht der Alt neben ihm. Auf, Bambi, auf! Du musst fort! Komm jetzt mit mir! Du musst den Schmerz aushalten. Du musst dich retten. Und da bleibst, ist verloren. Her, du bist hinter dir her. Lauf hinter mir. Es muss gehen. Mit jedem Schritt hat's ihm Bambi wehgetan. Es hat ihm fast den Schnuff verschlagen. Und der heiße Streifen, der ihm am Schenkel abgelaufen ist, hat brennt wie Feuer. Der Alt geht mit ihm in den Kreis um. Er wittert am Boden. Da ist er. Und da der Hund. Komm jetzt schneller. So, schau. Jetzt sind wir hinter ihnen. Auf einmal scharrt der Alt mit dem Fuß auf den Waldboden und zeigt auf ein paar winzige, dunkelgrüne, fettige und flockige Blätter. Ist das? Der Bambi folgt. Es hat grusig geschmückt und bitter. Bald darauf haben aber ist dem Bambi wieder wohler gewesen. Nach einer Weile befiehlt der Alt. Gang mal voraus. Ich will schauen, ob dein Blut gestillt ist. Gut. Es tropft nicht mehr auf den Boden. Das ist wichtig. Er und sein Hund findet dich sonst überall. Komm jetzt. Ich bring dich an einen Ort, wo du kannst ausruhen. Sie gehen durch ein Eichendickicht und kommen zu einem prächtigen Buchenstamm, der am Boden liegt und ihnen den Weg versperrt. Da sind wir. Der Bambi geht hinter dem Alten her und fällt fast in eine schöne, weiche Grube. Es war wie eine kleine Kammer. Das Gestrüpp aussen am Rand ist über einem zusammengeschlagen und niemand hätte einem sehen. Da bist du sicher. Da kannst du bleiben, Bambi. Tage sind vergangen. Der Bambi ist auf der warmen Erde gelegen,
die Schmerzen haben nachgelassen und bald hätte er ein paar Schritte machen und zu fressen suchen. Er hat Kräuter gefressen, die er früher noch gar nicht angeschaut hat. Aber er hat gemerkt, dass es ihm gut tut. Und bald war seine Wunde geheilt gewesen. Später, wo der Bambi aus der Grube vorgekommen ist, hat der alte Fürst auf ihn gewartet. Das Leben hat der Bambi wieder schön gedunkt. Sie sind miteinander davon geschlendert, der Jung und der alte Rehbock. Der Bambi ist nicht mehr zu den anderen zurück. Eine Holznacht hat der Waldkauz angefangen zu schreien. Der Bambi bleibt stehen. Der Kauz schreit noch lauter. Wieder nicht. Jetzt haltet der Kauz nicht mehr aus. Sind Sie denn nicht verschrocken? Mal, ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Also früher sind Sie immer ganz fest verschrocken. Gehen Sie jetzt eigentlich nicht mehr auf den alten Weg? Ich habe Sie schon lange nicht mehr gesehen. Nein, auf meinen alten Weg gegangen nicht mehr. So, ja, ich komme auch ein bisschen mehr in die Welt umeinander als früher. Man kann nicht immer auf dem gleichen Fleck hocken. Gell, Sie? Aber der Bambi ist nie mehr rum gewesen. Er hätte jetzt verschwinden. Ganz leislich. Fast wie der alte Rehbock. Der Kauz ist ganz wütig geworden. Oh, verschämt ist so etwas. Nicht so vornehm her gibt eben keine Freundschaft. Sie können nett sein, aber nur wenn sie nicht passt. Und an einem schönen Tag hocken wir da und da. Nie. Was liegt mir an dieser vornehmen Gesellschaft? Gar nicht. Der Kauz hat brüllt so laut wie noch nie, aber es ist niemand mehr gekommen, der gesagt hat, oh, bin ich jetzt verschrocken. Einmal ist das Eichhörnchen von einem Baum rausgekommen und vor dem Bambi seine Beine plumpsen. Sind Sie das wirklich? Oh, ich habe Sie fast nicht gekannt. Sie sind ja gross und schön und stark geworden. Unsere Eichen ist nicht mehr da. Er hat sie umgeworfen. Sie ist ganz schnell gegangen. Er ist mit einem riesigen, grossen Zacher, der blinkt hat, und hat die alte Eiche durchgebissen. Der Baum hat ganz laut geschrauen. Wir haben alle gepriegt. Und jetzt wissen wir gar nicht mehr, wo wir wohnen sollen. Ich suche jetzt schon den ganzen Tag. Aber so einen Baum finde ich nicht mehr. Aber auf einmal ist das Eichhörnchen wieder ganz fröhlich geworden. Ich bin dann schon noch froh, dass Sie noch leben. Wir haben schon gemeint, Sie seien tot. Oh, die Krone, die Sie haben. Niemand hat so eine Krone, ausser dem alten Fürst. Überhaupt. Sie sind jetzt schon fast wie der alte Fürst. Also leben Sie wohl. Wenn ich die anderen sehe, dann sage ich, dass Sie noch leben. Die werden eine Freude haben. Wieder ist es Sommer geworden und der Bambi ist auf einer versteckten kleinen Waldlichtung gestanden. Auf einmal hört er ein zartes und ängstliches Rufen. Mutter! 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 Der Bambi schläft durch die Büsche, um zu schauen, wo das Rufen herkommt. Dort stehen zwei junge Reh beieinander mit roten Röckchen. Ganz allein stehen sie dort und rufen. Mutter! 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 Auf einmal steht der Bambi vorne. Die zwei starren an, ganz verwundert und ein bisschen ängstlich. Eure Mutter hat jetzt keine Zeit, sagt der Bambi streng. Er schaut dem Kleinen in die Augen. Kannst du nicht allein sein? Aber der Kleine hat nichts gesagt. Es hat ihm die Sprache verschlagen. Der Bambi dreht sich um und verschwindet im nächsten Busch. Der Kleine gefällt mir, denkt der Bambi. Vielleicht treffen wir wieder, wenn er grösser ist. Und die Kleine ist herzig. Genau so hat Fallinnen ausgesehen, wo sie noch ein Kind war. Er geht weiter und verschwindet im Wald.